So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zu einer weiteren Trainingsrunde Dark Souls. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob, ja, der Ton ist da, sehr gut. Beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Mikrofonprobleme, aber heute ist alles am Start. Zumindest eben war es am Start. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. So, dann macht er hier immer aus diesen Gesamtpunkten, aus diesen Trainingspunkten macht er immer Gesamtpunkte. Das heißt, dann machen wir jetzt nochmal Trainingspunkte. So. Naja. Gut, dann können wir eigentlich loslegen. Jo, ansonsten am Wochenende ist jetzt so nichts großartig mehr passiert. Aber ich habe mir von ChatGPT so High-Intensity-Intervall-Training oder wie man das nennt, erstellen lassen. Habe ich gestern gemacht, habe ich halt Muskelkater. Jo, gut, aber eigentlich ist Muskelkater jo relativ geiles Gefühl, finde ich. Also ich habe eigentlich gern Muskelkater, dann weiß man wenigstens, dass man was gemacht hat. Naja. Jo, ansonsten gucken wir jetzt mal hier, wie es weitergeht. Ich habe mir mal YouTube-Videos angeguckt, wie man die 2 Titanit-Dämonen hier machen könnte. Es war aber quasi ein Ergebnis, auf das ich keine Lust habe. Und zwar sind die meisten hingegangen und haben einfach 1000 Pfeile drauf geschossen, bis sie kaputt waren. Das ist aber ziemlich lame. Und es hat sich aber bestätigt, was ich eigentlich schon vermutet hatte. Nämlich, dass die 2 Titanit-Dämonen hier vorne schwächer sind als hinten die. Und zwar vorne die haben, glaube ich, hat irgendwo gestanden 2000 HP. Und hier hinten die haben 3000 HP. Das wird auch erklären, warum die nicht so schnell down gehen wie die anderen 2 Helden. So, und ich habe jetzt tatsächlich nicht wirklich eine andere Option. Ja, bin gesprungen, ne? Wow, da hat er mich aber fast erwischt jetzt. Naja. So. Glücklicherweise können die extrem gut Ziele. Wir müssen hier halt kurz warten. Ah. Das ist der Angriff, der ist dumm. Jetzt hat er mich doch getroffen. Scheiße. Diese Aufspießattacke. Ich habe doch eine Steinrüstung. Eigentlich dürfte dieser Stachel gar nicht durch mich durchgehen. Oder durch die Rüstung. Das müsste normal so ähnlich sein wie bei einer Schildkröte. Dass quasi sich die Zähne auf dem Panzer ausgebissen wäre. Load. Ja. Aber gut, man könnte jetzt, wenn wir ein bisschen andere Rüstung uns anziehen, dass wir ein bisschen manövrierfähiger sind und schneller rausrennen können, wäre vielleicht auch gar nicht so dumm, ne? Probieren wir jetzt einfach mal. Wenn wir unsere Rüstung wieder finden. So, jetzt brauchen wir noch die Gamage.
Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ja, das ist halt mit dieser Keule bin ich halt extrem langsam, ne? Aber die macht wenigstens ein bisschen Schade. Das mit dieser Keule, die ist einfach so langsam. Haben wir alternative Keule? Mit denen wir vielleicht ein Tick schneller sind. Warte mal, wo sind da die? Hier. Die Riesenkeule. Wied 18. Die okkulte Keule. Wied 3. Ja, wäre halt fast die überlegen, ob man auf die okkulte Keule geht, ne? Habt die Hanna irgendwie die Silberritter-Rüstung? Wäre gut gegen Blitzschaden. Ist das so? Blitz. Gibt's das hier? Ah, hier ohne 14. Und Mai. Ja, Tige besser ist es schon, ne? Ist aber immer noch ein bisschen behäbig, muss ich sagen. Jetzt könnte man wohl noch ausprobieren, wenn man diese okkulte Keule hier nimmt. Ich würde gern so vom Rolle her, hätte ich gern eine schnelle Rolle. So in der Richtung, ne? Dass sich auch die Ausdauerleist vielleicht nicht ganz so schnell leert. Ja gut, aber 40 Schade ist ja auch wieder ein Witz jetzt. Nee, mit dieser Keule kommen wir nicht weit. Dann können wir höchstens noch mal unser Claymore ausprobieren. Oder wir kommen wann anders wieder, wenn wir mehr Schade machen oder so. Was wäre dann theoretisch das nächste Gebiet, wo man hingehen könnte? Drachetal oder den Aschensee. Jetzt laden wir das erst nochmal unsere Safe-Stand. Ach so, ich muss jetzt erst ins Hauptmenü, ne? So, dann laden wir jetzt unsere Safe-Stand. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, dort irgendwie später noch mal hinzugehen. Weil ich krieg den jetzt halt nicht sinnvoll bekämpft.
Und mit dem Bogen machen wir halt 18 Schaden, ne? Das ist halt beschissen, um es mal ehrlich auszudrücken. Ja, du machst mal zwar einen Haufen Schade, aber also ich brauche einfach zu lange, um den Schlag auszuführen. Und die Rolle, die ist halt auch zu behäbig. Das wäre jetzt okay, wenn der Gegner durch den Treffer gestaggert wäre wird. Dann wäre es okay. Aber wird er halt nicht. Und das ist halt die Scheiße an der Stelle. Nee, komm, wir gehen jetzt hoch. Goldsaum. Ne, Goldsaum, wie heißt's? Doch, Goldsaum. Vielleicht, wenn wir dann die Kondition noch ein bisschen hochschrauben, dass die Belastung besser wird, dann bewegen wir uns ja auch ein bisschen günstiger. Vielleicht wird es dann auch Ticke besser, ne? Ja. Aber es ist halt echt einfach nur nicht geil. Ist einfach nicht geil. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, wie wir zu dem Aschsee komme. Teleportieren hier. Finstermond, Tochter. Die Tiefen, wo ist denn das? Finstermondgrab, wo war denn das? Ey, ich muss die wieder nacheinander durchklicken. Ach, das war hier in Anor Londo, ne? Unten am Ende von dem Aufzug war das, ja. So, und diese... Guck mal, das ist... Ach... Naja. Tiefen, das ist wahrscheinlich das, wo wir ganz am Anfang das Waldgebiet runtergegangen sind, ne? Ah, das ist hier das Teil. Okay. So, das heißt, da müssen wir zu Tochter des Chaos. Und müsste dann quasi rückwärts laufen, ne? Oder nee, das ging rechts runter. Ging rechts runter, glaube ich. Oder? Nee, rechts runter ging es zum Lavagebiet. Ich glaube, hier ging es zum Lavagebiet. Ja. Ey, das ist so dumm, dass diese Schnellreise erstens nur erst so spät in diesem Spiel kommt und zweitens die dann auch noch so dumm platziert ist, dass man nicht an jedes Leuchtfeuer einfach kann, oder zumindest nur in jedem Gebiet an eins ist halt auch wieder so Geschichte, dass hier ist ja quasi ein Gebiet, aber der Aschsee ist ja quasi ein neues Gebiet. Jetzt darf ich hier wieder überall rumschlappe, bis ich dann an diesem beschissenen Leuchtfeuer bin.
Das ist halt schon saudumm, ne? Dann habe ich natürlich auch noch die beste Ausdauer ever. Ich habe übrigens auch eine Taktik oder was jetzt rausgefunden, aber ich habe mir Taktik angeguckt für die Ornstein und Smaug. Ich bin mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher, wie geil ich die finde, wenn ich ehrlich bin. Weil gefühlt basiert die schon auch ein bisschen auf Glück. Also, oder was ist auf Glück? Aber du brauchst schon sehr viel Geduld. Und zwar läuft der immer im Kreis rückwärts und du dann, keine Ahnung, Ammo in die Minute Schlagdresse. Stark. Was gibt denn das denn Falsches? Aua. Ich wollte gerade wegspringen, ne? Mit der Keule hätte ich normal den scheiß Stein kaputt geschlagen. Was bekommen wir dafür? Die Riesenkeule, geil, die haben wir schon. Ja, also wahrscheinlich wäre es schon am cleverste, wenn man an dem Leuchtfeuer hier an dem eine kurze Pause einlege, um die Vergiftung loszubekommen und noch mal volle Aufladungen, weil wir müssen ja dann diesen Baum noch mal runter. Und das dauert ja auch seit Zeit, ne? Oh, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Auf jetzt! Ach, dieses Gebiet ist aber auch die letzte Rotze, jetzt mal ohne Scheiß. Warum kann der jetzt hier nicht hochgehen? Wir gehen jetzt mal normal hier rüber. So, jetzt sind wir aus dem Vergifteten raus. Gehen wir trotzdem mal weiter hier hoch, dass wir von den Würmchen ein bisschen weg sind. So, dann kennen wir... Ach, wir haben nur noch... Ey, so lila ist natürlich nix, ne? Wir müssten halt auch dringendst mal unsere Estos Flakons aufwerten. Ich habe übrigens jetzt auch mal gegoogelt, warum er manchmal 10 von denen Estos Flakon hat und manchmal nur 5. Hoppala. Das kommt nämlich auf Leuchtfeuer drauf an dem er rastet. Erstens, wenn das... Oh, jetzt hätten wir das gar nicht gebraucht, ne?
Wenn das entfacht, also aufgewertet ist, gibt es 10. Und wenn du, ich glaube, am Feuerbandschrein rastest, gibt es auch 10. So, jetzt war hier nicht irgendwo so Leiter, mit der man hier schnell runterkommt. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wohin in der Ecke kann das sein? Hm. Ja, haben wir das direkt wieder verkackt mit der Abkürzung? So mache ich jetzt lieber mal Speicherstand. Weil ich würde jetzt gerne versuchen, hier rüber zu springen. Und wenn ich das verkacke, dann muss ich schon den ganzen Weg hier wieder machen. Ich glaube, zackt. Geil. Nein, das war gar nicht hier. Och nö, jetzt habe ich das umsonst gemacht. Kommen wir nur hier rüber? Jo, gut. Gut, nein, nein. Wo war denn hier dann die Abkürzung? Und wo müssen wir jetzt hier runter? Ich weiß es nicht mehr. Hier war die Abkürzung jedenfalls nicht. Ja gut, mit der Riesekeul hier ist das natürlich schon ein bisschen bescheiden, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich wüsste, wo die Abkürzung war. Konnten wir hier dran vorbeilaufen? Ja. Ne, hier war die Abkürzung nicht. Da haben wir eben geguckt. Ja, Alter, das ist auch so ein Rotzgebiet hier. Kommen wir denn jetzt hier runter? Das ist halt hoch, dann nehme ich so viel Fallschade, ne? Geht's nicht hoch? Ich meine, das wäre viel weiter oben gewesen mit dieser Abkürzung. Bin ich mir echt sehr sicher, dass das viel, viel weiter oben war. Aber ich habe halt keine Ahnung wo. Ich weiß jetzt halt auch hier wieder nicht, wie ich jetzt hier am geschicktesten... Weißer Brocke. Brauchen wir nicht.
Ja, jetzt sind wir hier quasi schon fast ohne. Und haben keine Abkürzung benutzt hier. Geht's denn weiter? Oh, nicht, ne? Ach, guck mal, das ist Item. Das nehmen wir dann mit. Lauerbrocke, das brauchen wir halt auch nicht. Oder war die Abkürzung erst bei diesem komischen Geflecht hier unten? Ah, es ist halt zum Runterspringen noch ein bisschen weit, ne? Ruderbrücke. Brauchen wir halt alles nicht. Wenn der jetzt unter dem Baumstamm weggeht, geht. Ja, genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Ja, uff. So, ne, hier ist die Leiter. Wo kommt man dann jetzt raus? Gibt's doch nicht. Das war aber ziemlich weit oben, meine ich. Es stört mich halt auch, dass ich hier jetzt nicht hochgucken kann, ne? Also einfach, dass ich mal wüsste, wie lang muss ich denn noch hochkrabbeln. So, jetzt bin ich hier oben. Hä? Bin ich denn hier? Ah, da muss man hier runter um die Ecke irgendwo. Naja, gehen wir mal weiter runter. Zum Aschsee. Ich hoffe, das ist ja auch ein Leuchtfeuer, dass man sich zwar vielleicht nicht zu jedem Leuchtfeuer hin teleportieren kann, aber zumindest, dass man sich von jedem weg teleportieren kann. Es stört mich auch, dass es hier scheinbar keine Schnellrutsche gibt, für die Leiter runterzukommen. Kaboom! Hier war auch irgendwo eine Leiter, die man runtergehen konnte. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm, damit man nicht kaputt geht bei der Geschichte. Als hätte er nicht getroffen mit seiner Keule gerade. So, jetzt konnte man hier doch noch weiter runter irgendwo, ne? Guten Tag. Hier. Genau. Und dann kamen, glaube ich, diese komische Pilzköpfe, ne? Genau. Zumindest brauche ich nur 2 Schläge für die Kleine. Das ist schon mal sehr viel wert. Geil. Hauptsache er trifft mich, ne? So, jetzt kommen die Große. Mal gucken, wie wir die weggeknüppelt kriegen. Gar nicht. Geil. Uff.
Die Mara war echt bös schade, ne? Aber ich auch mit meinem schweren Angriff. Alter! Diese Kondition! Das war eng, um es nur freundlich auszudrücken. Es wäre jetzt eigentlich ganz geil, wenn man den eine kleine Hutzekrutze machen könnte, bevor der Große kommt. So. Was habe ich denn jetzt, ein Schild hochgehalten? Kann man das mal erklären? Ist doch nicht zu glauben. Hat einfach durchs Schild durchgehauen. Also, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ach, fuck, ich muss zuerst auf Dings so. Ah, stopp. Bevor ich das mache, gucke ich jetzt mal hier. Das muss relativ weit oben gewesen sein. Aber hier, du war jetzt noch kein Abzweigen, ne? Hier unten an dem könnte das sein, ne? Wenn wir jetzt hier runter, kommt man dort irgendwie dran vorbei, wenn man jetzt hier so runter geht? Das ist ein anderer, ne? Kann man da drunter springen? Dass man jetzt quasi so, da muss so irgendwie. Nee, das ist doch gar nicht. Ich weiß nicht, wo das ist oder es sein soll. Geil. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Diese Abkürzung, wenn ich von oben runter komme. Ich muss die halt, glaube ich, echt noch mal zurücklaufen, dass ich grob weiß, wo die war. Weil so hat das alles hier keinen Wert. So, dann lade mir. Das war so Mitte drin statt nur dabei, ne? Genau hier. Alter. Die Fröschelcher leben noch. Das war relativ weit oben. Aber viel weiter oben gibt es ja keine Plattform mehr, ne? Ist das ja eigentlich so die einzige Plattform? Oder was ist die einzige? Aber so mit einer der ersten, wo man dann vernünftig drauf kann. So, Doppeldecker. Ah, doch nicht. So, wenn ich jetzt hier hochgehe. Dort war ja die Plattform von eben. So. Jetzt könnte ich natürlich dort wieder hoch. Das bringt uns aber nicht weiter. So, und das hier ist eine andere Plattform wie die mit der Leiter. Das heißt, das bringt uns auch erstmal nicht weiter. Das hinten in der Ecke, ne? Das ist kein Leiter. Da habe ich vorhin schon mal geguckt. Dort war nichts. Dieser
Ast hier. Wo geht denn der hin? Der geht hier quasi ins Niemandsland, ne? Ne, das ist auch scheiße. Das ist der, wo wir eh bewahre. Wo ist hier diese dumme Leiter? Nee, das ist so ein dummes Level, ey. Hier nicht, das ist die Höhle, ne? Und hier waren wir ja auch schon mal. Und dann sind wir quasi wieder oben am Leuchtfeuer. Also ich kann hier jetzt auch einfach nur mal runtergehen, wie die ganze Zeit auch, aber ich wüsste halt echt gern, wo diese Abkürzung ist, damit ich die nehmen kann. Der Eck ist nicht. Und da unten ist diese Ebene mit denen 2 Frösche oder mit denen 3, die wir kaputt geklatscht haben. Das ist halt auch alles wieder so labyrinthmäßig aufgebaut. Das liebe ich ja in so Spiele. Ohne Minimap. Und dann kann ich 5-mal im Kreis laufen. Und hoffe, dass du den richtigen Weg findest. Was ist das hier vielleicht? Hier irgendwie in der Ecke? Nee. Jetzt bin ich schon quasi... Hier ist es. Hier ist es. Kommen wir dort irgendwie runter, ohne zu viel Fallschade zu nehmen? Ja, pass auf. Wenn wir jetzt hier vorbeilaufen... Dann ist hier diese Y-Weiche. Und wenn wir jetzt hier um die Ecke laufen, sind wir an der Leiter. Ob ich mir das behalten kann, ihr Leute. Ich wage es zu bezweifeln. Und dann können wir ganz runter. Relativ schnell ganz runter. Mit dieser einen Zwischenebene hier. Aus der Luft rausgeschwart. Geil. So, wo war dann hier die Leiter? Oh, hier. Ah jo, der Doubles fällt da runter. Ja gut, aber wenn ich jetzt wieder die Leiter runtergehe, dann wartet der Uni wieder auf mich und tut mich zugasen, ne? Gehen wir den Weg hier, oder? Jo, tschüss. Auf Wiedersehen. So, wo war jetzt hier? Ist hier noch einer? Tatsächlich, ist noch einer. So scheinen mir sogar noch 2 zu sind. So, wo geht's jetzt hier weiter runter? So war doch irgendwie so ab... Ah, hier. Muss ich hier wieder... Wann erst Schuhe anziehe. Also die Wege, die mir hier gehen muss, die sind halt echt nicht geil, ne?
Also Wege im Sinne von die Distanzen, die man gehen muss. Wenn sie so hintereinander stehen, dann ist halt schon ganz geil. Ach, da sind 3. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre 2. So, und hier kommen wir jetzt meines Wissens zum Aschsee. Also Aschesee. Ich weiß gar nicht, gibt es hier viel zu holen? Irgendwo konnte man auch noch ganz ans Ende an so Baumlaufe. Das könnte schon sein, dass das hier war. So, aufsteigen. Okay, da fehlen noch 3000 und ein paar zerquetschte. Könnte man zumindest mal gucken, ob wir die dabei haben. Ja, guck mal hier, so irgendwas wird doch wahrscheinlich. Sind wahrscheinlich 2000, hä? Ne, 3000. Ja, das reicht jetzt aber immer noch nicht, ne? Es war 3095 oder sowas. Dann poppen wir noch das Ding da. Wie gibt es? 5000. Geil. So. Aufsteigen. Dann würde ich sagen, packen wir mal was in die Kondition, dass man hier bei der Belastung besser wäre. Ach, guck mal, die Verteidigungswerte wäre auch ein bisschen verbessert dadurch. So, dann legen wir Safe Game an. Aschsee. Eingang neu. So. Und jetzt, ihr Leute, gucken wir uns mal an, was die Hydra da hinten kann. Oh, es hat sich sogar gereimt. Geil. Hydra, ich komme. Ich hab mal Keulchen dabei. Und dann gucken wir mal, was du kannst. So, das ist natürlich die erste Frage, wie nah kommen wir an das Vieh dran? Stark. Oh ja, schade macht. Viel weiter können wir nicht. Ey, was ist denn jetzt passiert? Ich sehe nichts. Ich glaube, das ist mir mit Rolle vielleicht doch ein bisschen besser bedient.
Kann ich den jetzt drauf oder nicht? Ah! Der kam schnell. Schneller als ich gedacht habe. Ich treffe mit der Keul nicht. Herrgott noch im Ho. Gut, ey, komm es ab. Ey, der ist doch in eine komplett andere Richtung. Weiter wie hier dürfen wir nicht. Warte, warte, warte. Ich treffe nicht. Jetzt nicht Handschuhe jetzt was abgezogen? Ich glaube schon. Alter, das ist so ein verfickter Rotzgegner, das gibt's gar nicht. Oh, aufpasse, nicht in der Abgrund falle. Ah, ich wollte gerade springen. Nee, also keine Ahnung. Wie soll ich dann diese Köpfe treffen, bitte? Da ziehe ich, glaube ich, lieber mein Claymore wieder an. Die ist doch dann ein bisschen schneller in den Schläge. Wenn wir sie finden, hier, guck mal, plus 10. Ja, aber soll mir dann immer die Havelrüstung anziehen? Wie sieht's denn dann aus? Gut, Rolle kennen wir. Plan kennen wir. Geil. Da haben wir jetzt natürlich quasi scharfe Waffe. Die ist vielleicht, geht diese Schlange-Dinger auch gar nicht so verkehrt für die Köpfe abzuknuppen, ne? Ich muss halt sagen, ach so, fuck, ich hab nicht geladen. Wie dumm war denn das jetzt wieder? Ich hoffe nur, ich habe mein Safe Game jetzt nicht überschrieben. Das wäre natürlich selten dämlich. Würde ich mir aber zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss sagen, mit diesen Rüstungen, also mit diesen schweren Rüstungen, ist tatsächlich weniger geil, als man sich das so vorstellt. Weil die machen halt doch eigentlich ordentlich Schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du halt quasi auch nicht wirklich viel Ausweichoptionen. Weil die Rolle so behäbig ist. Würde mich mal interessieren, wie viel Kondition man braucht, um die Havelrüstung mit dem Havel seiner Keul und dem Havel seinem Schild und Fast Roll zu spielen. So geht der grüne Balke wahrscheinlich quer über den ganzen Bildschirm.
ich bin du halt auch nicht schnell genug im Rolle, ne, um auch nur ansatzweise nix. Ich treffe nicht. Ah jo, Hauptsache sie treffen mich. Warum? Ah doch, ich hab getroffen. Warum habe ich jetzt nicht getroffen? Der war genau vor mir mit dem Kopf, als ich geschlagen habe. Oh, fuck, 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 fuck. Fast wäre schon hergefallen. Steig auf jetzt! Kann ich du vielleicht mit bald den Kopf abschlagen oder wie ist das? Ich bin zu weit weg. Oh fuck, da kommt das Ende. Nein, nicht runterfalle. Ey, ich treff das scheiß Vieh nicht. Und jetzt ist... Ja, jetzt bin ich kaputt. Ey, also... Ich frage mich, ob nicht eine andere Rüstung besser geeignet ist, wo ich einfach eine bessere Rolle habe, damit ich ausweichen kann. Weil das hier, das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch jetzt scheiße. Da bin ich auch eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt von dem, was ich bei meinem eigentlichen Run gemacht habe. Ne? Level 78, Level 59. Wobei man jetzt tatsächlich sagen muss, da habe ich jetzt nicht mit Lade gemacht. Da habe ich auch zwischendurch ein paar Seele verloren und so, ne? Ja, keine Ahnung. Probieren wir jetzt halt mal aus, wie das hiermit ist. Ich weiß es halt nicht. Wir sind zumindest mal ein bisschen agiler, dass man mal ausweichen können, weil, ganz ehrlich, in meiner Vorstellung war das mit dieser Steinrüstung und so quasi immer so, dass man sagen konnte, wenn man da getroffen wird, nimmt man kein Schade oder vielleicht ein halber Zentimeter. Ah jo. Ja. Das ist aber auch das Problem, dass so fucking alles auf der gleichen Taste liegt. Ich wollt einfach Rolle und was... Ah jo. Und was macht der? Springe.
Ich bin doch so weit gar nicht weg hier. Steig doch auf. Warum treffe ich den nicht? Der war doch genau vor mir mit seiner Scheißfress. Ey, ich mach gleich wieder die Taktik, die ich meines Wissens beim eigentlichen Spiel gemacht hat. 150.000 Pfeile und Abfahrt. Das wäre fast in die Buchs gegangen, ihr Leute. Oh, geil, hier gibt es aber ordentlich starke Steine, ne? Warum kann ich hier jetzt nicht... Also, du willst mir jetzt nicht erzählen wollen, dass das zu hoch ist, das Pferde hochzulaven. 19 Schade ist natürlich auch nicht die Welt, ne? Echt, das ist auch geil, ne? Ich schieße mit meinem beschissenen Pfeil und mache genau gar kein... Also, der schießt vor mir in den Sand rein, obwohl ich 1 Meter über dem Sand drüber bin. Ja? Und die mit ihren komischen Wasserdinger, die treffen mich. Aber, also ich befürchte, da hätte ich noch nicht mal genug Pfeile dafür. Da mache ich 19 Schaden, das ist nämlich quasi gar nichts. Warum kann ich jetzt hier nicht... Also, das ist echt hagelig ohne Ende, die Steuerung oder wie ich das hier auch immer nennen soll. Wenn sie mich gleich treffen, knuppen sie mich auf der anderen Seite die Düne runter ins Wasser und dann bin ich tot. Ah jo. Guck, wo ich war. Hier war ich und er trifft mich trotzdem. Formulieren wir es mal so, das macht es jetzt natürlich auch nicht besser. Hier. Drei Schade. Wie lang darf ich denn du jetzt gleich drauf schießen? Also das ist, würde ich mal sagen, ganz klar auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Weil das dauert schlicht und ergreifend zu lang.
Nee, also das kann ich vergessen, aber so irgendwie hatte ich das beim letzten Mal, glaube ich, gemacht. Aber das ist scheiße. Also, was hatte ich mir eben noch überlegt? Ich könnte theoretisch die Drachensteine einsammeln und könnte die Keule noch aufleveln. Dann würde ich zumindest nur mehr Schade machen. Weil hier gab es jetzt 2 Drachensteine. Hier in dem Baumstamm gab es Drachenstein. Wir können natürlich auch zuerst mal dahin gehen, das Gebiet ein bisschen machen und dann auf dem Rückweg noch mal bei der Hydra hier vorbeigucken. Ich habe natürlich auch eine Hölle Geschwindigkeit drauf und eine super tolle Rolle. Stark. Ich bin doch nicht nur in der Lage zu springen an der Stelle hier, ne? Ich glaube, hier oben muss man lang. Ah, aber ich brauche hier 10.000 Seele, die habe ich ja auch nicht, ne? Ich glaube, dort hinten an dem Baum war auch noch irgendwas. Da konnte man auch irgendwie rein oder so. Wenn nicht, gehen wir zuerst mal dorthin und machen dann auf dem Rückweg diese Hydra noch mal. Wir könnten natürlich auch das Leuchtfeuer hier aufleveln, dass man dort 10 Estos Flakons kriegt. Er hat aber natürlich auch nicht mehr so extrem viel Menschlichkeit am Start. Also müsste man tatsächlich, glaube ich, ein bisschen sparsamer damit umgehen im No-Death Run. Ey, warum ist der dann so dumm, um diese Düne hochzugehen? Also so steil und hoch ist die jetzt auch wieder nicht. Wow. Okay. Hat er jetzt nur die Seite gewechselt oder was?
Wäre jetzt halt so ein bisschen die Frage. Ah jo, klar. Ob man vielleicht die Hydra besser hier auf die Seite lockt, weil sie dort vielleicht besser zu bekämpfen ist. Weiß es nicht. Ah! Bin ich allewei erschrocken. Ich hab gedacht, bin ich tot. Das gibt's doch gar nicht, dass der mit seiner scheiß Pranke schneller ist, als ich mit meiner Keule. Und dass der mir dann vor allem auch immer die Hälfte von der Energie abzieht. Also ich fühle mich in dieser Gegend, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so richtig heimisch. Das würde ich vielleicht, müssen wir dann vielleicht doch nur hin verschieben. Und müsse andere Gegend machen, und zwar, das können wir ruhig laden. Gehen wir mal in das Drachental, wie es dort aussieht. Bevor wir aber ins Drachental gehen, schnappen wir uns so ein bisschen von dem Funkeltitanit, ne, nicht Funkeltitanit, Drachenstein-Gedöns. Hier kann er bestimmt wieder nicht drüber laben, so wie ich ihn kenne. Oh, doch, geil. Ja, das ist jetzt schon eine ganz andere Geschwindigkeit, ne? Ah, ich wollte gerade springen. Das Problem ist, finde ich so ein bisschen, du kannst halt nicht so richtig, wenn du ihn anvisiert hast, dass du siehst, wann er was macht. Dann kannst du halt nicht gut die Ausweichrolle machen. Wow, das wäre fast wie Buchsgang. Und wenn du nicht anvisiert hast, dann geht's auch nicht gut, weil er so groß ist.
Es wäre jetzt halt einfach, wenn man sich jetzt einfach hier hin teleportieren könnte. Nein, geht wieder nicht. Aber ich weiß wieder, wie es war. So, wir müssen hier runter. Wir hätten die eine Depto kaputt schwaden müssen. Haben wir das gemacht? Wahrscheinlich dann, wenn wir es gemacht haben, haben wir es zu spät gemacht. Ne, haben wir nicht gemacht, ne? Das war der Fehler. Wir hätten den, der hier rumgelungert hat, den hätten wir müssen kaputt hauen. Dass die Kollegin hier nicht umgebrungen wird von dem. Man könnte natürlich auch mal drüber nachdenken, ob man mal in diese Höhle reingeht. So, jetzt warte, wie war denn das hier? Ob man mal in diese Höhle reingeht. War hier nicht noch so? Genau, hier. Wo diese Skelette sind. Oder Ware, wie auch immer. Genau, hier sind wir jetzt im Drachental. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie es hiermit aussieht. Den dicke Drache hier würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, oder? Wir speichern hier mal ab. Machen wir hier mal ein neuer Ordner. Drachental. So. Import Save Game, Rename. Untoter Drache. Geil. Du mache ich ja also richtig viel Schaden, ne? Aber wie macht man jetzt die ganzen Gegner hier? Also... Ich kann mich da jetzt ja nicht immer hinstellen und mit Pfeil und Bogen drauf schieße oder so Scheiß. Aber der macht jo 2 Schläge, schwupp, bin ich weg. Und wenn ich dann drauf haue, ich brauche, keine Ahnung, 100 Schläge oder so gefühlt. So, Rennen kann ich jetzt Anime. Mache ich mehr Schade, wenn ich ihm den Kopf kaputt spade?
So, was bringt mir jetzt diese Rüstung? Ich habe das Schild oben gehabt, ich habe diese Hagelrüstung angehabt. Der hat genauso 3 Schläge gebraucht wie davor auch. Bringt mir also überhaupt gar nichts. Das kann man jetzt irgendwo schon mal festhalten, ne? Also der ist auch noch eine Nummer zu groß, würde ich mal behaupten. Und dann gehen wir jetzt mal an dem vorbei. Der wacht ja normalerweise nicht auf. Und dann gucken wir uns mal hinten die Drache an, würde ich sagen. Müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht langsam vorbeigehen. Dass er vielleicht nicht gerade aufwacht. Ab wann können wir wohl wieder anfangen zu rennen? Hier kommen jetzt ja auch gleich so kleinere Drache. Da hoffe ich aber, dass mir die ein kleines bisschen besser aussehe, wenn ich ehrlich bin. Aua. Ja, da kann man besser damit leben, wenn sie jetzt zumindest, also wenn sie, guck mal du. Zumindest, wenn die, einzeln komme und nicht irgendwie zuhauf. So stark. Das will ich nicht noch mal sehen, Kollege. So, hier würde ich jetzt ganz gern so vielleicht nicht alle 4 auf Aimo, wenn es geht. Also so richtig gut klappert du das jetzt hier auch noch nicht, ne? Wenn man ehrlich ist. Geil. Geil. Ach, das interessiert den gar nicht. Was geht mit dir ab? Ah, den scheint das eher zu interessieren. Oder auch nicht. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock, dass die alle auf Aimo kommen, wenn ich ehrlich bin. Ah, gut.
gut, der erste kommt schon mal angeschlagen. Ja, aber ach, nur so Alibi-mäßig, ne? Sehr gut. Sind die auf gleicher Höhe oder steht der eine weiter vorne als der andere? Für den würde ich gern hier vorgehen. Ja. Ah, doch, jetzt kommt der. Geil. Genau. Komm mal her. Aua. Habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, er macht Blitz. Ja, fick dich doch. Der hat doch vorbeigeknabbert. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Der hat einwandfrei an mir vorbeigeknuspert. Was wollte man machen? Ah. Ja gut, aber es war, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß es nicht mehr genau, aber dann habe ich das Tor von der Seite sowieso irgendwie nicht aufbekommen, sondern ich muss es sowieso von der anderen Seite aufmachen. Aber gut, mir gucke gleich nochmal jetzt. Jetzt können wir ja auch noch Muskeulchen nehmen. Psst. Guck mal, der tut eigentlich, wenn man das jetzt mal so anguckt, der atmet hier noch nicht nur, ne? Mal gucken. Schildwechsel. Jetzt gucken wir mal, was die Keule kann. Im Vergleich zu der Claymore. Wobei die Claymore halt schon das geilere Moveset hat irgendwie. Aber hier, so produziere mehr Schade. Wäre halt schon irgendwie geil, wenn der dumme Drache gestaggert wäre wird von meiner Keule. Ich bin doch nicht schnell genug. Ich bin nicht schnell genug, nach meinem Schlag das Schild wieder hochzunehmen, um deine Knusperattacke irgendwie abzuwehren. Das gibt's gar nicht. So war dann das Claymore doch gar nicht so verkehrt. Am geilsten wäre jetzt wahrscheinlich sogar noch ein Speer, weil dann kann man nämlich das Schild overhalten und gleichzeitig mit dem Speer zupieksen. Aber die Speere, die ich habe, machen alle gar nicht so wirklich schade. Glaube ich.
Aber irgendwo so Blitzspeer. Den könnte man sich tatsächlich vielleicht sogar angucken. Dann können wir das Schild und können so. Das ist nämlich schon ganz geil eigentlich. Aber du machen wir natürlich jetzt deutlich weniger Schade, ne? Du müsst mal den Speer eigentlich zuerst nur aufleveln. Ich weiß auch gar nicht, was der für Titanit braucht zum Aufleveln als Blitzspeer. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mit dem Blitzspeer tatsächlich zumindest mal weite Teile über das Spiel bei meinem Playthrough ich seh nix. Hey, das ist eine Rotze hier mit dieser Kameraführung. Aber du machst zu wenig Schade, das macht keinen Sinn. Hey, dann nehmen wir, ich würde sagen, wir nehmen das Claymore. Da haben wir doch vom Moveset her und so, sind wir doch eigentlich am besten aufgestellt, würde ich sagen. Schätze ich mal. Wir müssen uns halt nur vielleicht ein bisschen cleverer dran stellen, dass wir nicht zu viel Schade nehmen. Könntest sich halt auch mal die Fingernägel schneiden, das Video, ne? Guck dir die Klaude mal an, ey. Wunder, dass man da in 3 Schläge weg ist. Pass auf jetzt du nicht die ganze Gegner hier kaputt schwade, die ganze Drache. Nur damit dann rauskommt, dass ich das Tor von der Seite gar nicht aufbekomme. Ist natürlich auch nicht gerade förderlich, dass das hier so Leben am Abgrund ist. Was droppet die so Drachstein? Oh, das war auch nicht schlecht, ne? Bin ich da genau reingelaufen?
So Knusper. Es war so klar, weißt du, das ist aber jedes Mal, wenn ich zustoße, macht der direkt die Knusperattacke hin. No. Da habe ich überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen dann in dem Moment. Also das ist, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das ist einfach nur Rotze. Wäre halt, keine Ahnung, die andere Möglichkeit, dass man mal gucke, wenn man zu diesen Skelette gehe. Da wäre es halt geil, wenn man irgendwie eine heilige Waffe hätte. Wir kommen jetzt aber, glaube ich, auch nicht so schnell an ein Leuchtfeuer. Ja gut, zum Antrieb. Ja, da wären wir wahrscheinlich schon relativ schnell hingelaufen, ne? Weiß ich jetzt nicht so genau, wie man das am geschicktesten machen. Aber ich glaube, diese göttliche Glut, die habe ich schon im Antrieb gehabt. Also das könnte man theoretisch auf irgendeine Waffe drauf machen, für die Skelette dauerhaft aus dem Weg zu räumen. Das ging hier links runter. Ich weiß jetzt halt tatsächlich auch nicht so genau, wo man diesen Lotrick finde, um eine kaputt zu hauen. Wo müssen wir denn hier eigentlich hin? Ich habe mir gedacht, da wäre so eine Art Höhle irgendwo. War hier nicht irgendwo Höhlen, die man hingehen konnte? Wahrscheinlich, wenn man hier runter geht, oder wie ist das? Jo. Aber du war irgendwie auch ein dummer Gegner, der irgendwie geschossen hat mit irgendwas, meine ich. Alter, wieder hell wie Sau hier. Kann der Kumpen. Stark. Ich meine, theoretisch wäre man natürlich schon stark genug für hier. Aber dadurch, dass man keine Holy-Waffe hat, kommen halt die Gegner, also die Todeköpfe, während einer Tour wiederbelebt, ne? Das ist halt shit. Oder man müsste halt echt dann nur zum Antrieb gehen. Und gucke. Ich weiß halt jetzt auch nicht mehr so genau, ob das nur jetzt hier vorübergehend war. Oder ob das jetzt hier das komplette Gebiet über ist. Aua, hör auf.
Ausrüstung, Waffe. Das kann ich halt auch wirklich nur beim Schmied machen, ne? Okay. Ah, das ist wahrscheinlich oben die Tür, die wird jetzt aufgegangen sein. Ja. Die ist offen. So, wo kommen wir jetzt raus? Aha. Was? Es ist halt hier auch wieder hell ohne Ende, ne? Was? Hier müsste es doch zu dem eine Item gehen, oder? War hier nicht irgendwie Item? Was ist das? Irgendwie falsch gesehen. Weil hier unten müssen wir doch herkommen. Okay, was ist hier? Au. Ist jetzt nicht so geil. Ich glaube, hier sind wir herkommen. Und hier konnten wir ja auch noch irgendwie weitergehen, ne? Aber nicht wirklich. Hä? Geht der wieder auf? Oder? Ja gut, aber da müssen wir dort wahrscheinlich schon raus, ne? Ja, Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich könnte das wenigstens so ein bisschen kaputt hauen, aber sieht wohl nicht so aus, ne?
Was macht das Ding jetzt? Hockt du jemand? Ne, du steht jemand. Hey! Was habe ich denn jetzt hier? Ah, wahrscheinlich, vielleicht hier vorne die Brücke, die Starle. Genau. Haha. Hör auf. Hör auf. Nein! Ist das so, dass wenn ich die schwarze, also in den schwarzen Kitteln kaputt mache, dass ich dann die Skelette kaputt machen kann? Also ich würde sagen, wir gehen mal zum Schmied und gucken mal, ob wir auf irgendeine Waffe nicht Heiligschaden machen können, damit wir die Skelette besser kaputt schwarten können. Das müsste ja eigentlich dieses göttliche Glut, das hatte man ja wohl gesammelt, das hatte man dem André 8 gegeben. Und damit müsste es doch eigentlich funktionieren. Und dann können wir hier noch mal in Ruhe in dieses Gebiet reingehen. Und die Skelette kaputt schwarte. Ja, es ist dann schon angenehmer, wenn man die kaputt machen kann, ne? Nee, das geht auch so, aber geil ist es halt nicht. Nur auf My Claymore kriege ich das halt nicht drauf, weil dann mache ich hier das plus 10 weg. Das ist ja dann so spezielle Glut, das heißt, du müssten wir dann tatsächlich uns überlegen, auf was für Waffen wir das drauf mache, auf der das sinnvoll wäre. Oder man müsste halt vielleicht noch irgendeine Waffe ein bisschen aufleveln, damit er so ein bisschen stärker ist dann. Wir haben halt auch noch so ein bisschen ein paar offene Enden, ne? Also wir haben der Aschsee, das Drachetal, die Katakombe hier unten, das, ich weiß nicht, ist das Alt-Anor Londor? Dann haben wir noch dieses Lava-Dämonental oder wie das heißt. Diese Titanit-Dämonen haben wir noch. Konnte man nicht, ach, irgendwo was verkaufen? Wann, was ist denn das? So sieht man jetzt nicht, was das dann macht, ne? Oder? Aber ich glaube, ich muss die Waffe zuerst auf plus 5 bringen, bevor ich hier irgendwas machen kann, ne? Ich
kleine Scherbe haben wir halt quasi so gut wie gar nicht mehr. Ist halt die Frage, ob man so Riesekeule... Oh, was ist der Unterschied zwischen denen zwei Riesenkeule? Riesenkeule, Riesenkeule. Die Sense wäre natürlich auch nicht verkehrt. Was haben die dann überhaupt alles so für... Was ist das jetzt? I'll be seeing you then. Be careful out there. So, gehen wir mal so in die Geschichte ran. Also die Schneide hier, die ist halt eher auf Geschicklichkeit, klar. So, und dann wäre jetzt Schlachtermesser, nee, so hier wäre vielleicht ganz gut, so Äxte. Die ist halt relativ schwer. Die Riesenkeule ist halt auch relativ schwer. Hätte aber hier, die hat ein relativ gutes Scaling auf Stärke. Das käme uns hier entgegen quasi. Die Sense, die ist halt eher so Richtung Geschicklichkeit oder Beweglichkeit. Gargoyle Hellebarde. Was ist du ohne das? Wo die 200 steht, was bedeutet das? Zusatzeffekte. Das hier wird Blutungsschade sind. Was ist dann das hier? Das hier ist so dieses schwarze Fleisch Gift oder was? Ne, Ausrüstung umwandeln. Gut, wenn ich die umwandle, dann geht die wahrscheinlich die Giftschade weg, oder? Also wäre es wahrscheinlich besser, wenn man die andere Waffe umwandelt. Oder mir wandle halt die Zweihänder um. Wäre halt aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man nur noch eine Keule hätte. Na gut, da haben wir aber die Keule vom Anerkolleg, vom, wie heißt der? Vom Havel. So, und jetzt müsste ich quasi... stopp. Jetzt müsste ich quasi zuerst bei dem kleine Scherbe kaufen. Ich habe keine Ahnung wie viel, also bestimmt 5 Minimum. Hä, warum kann... Ach, wegen Geld. Okay. Ja, babbelt doch nicht immer so viel. Komm, hopp. So, das heißt, wenn wir jetzt hier... Sagen wir mal... Die Seele hier. Hoppe, haben wir 12.000 oder was das war. Dann könnte man hier Waffe verstärken. Wohin? Plus 2. Plus 3. Plus 4. Und jetzt brauchen wir noch 3 kleine Scherbe. Und dann könnten wir den auf plus Dings machen. Jetzt könnten wir die Waffe umwandeln. Jetzt gucken wir mal. Also krude, göttlicher Zweihänder. Und ich meine, der göttliche Zweihänder wäre das, was mir brauche, um die Skelette kaputt zu machen.
Bevor wir das machen, mache ich hier mal Safe Game. Nur für den Fall der Fälle. Dass wir uns da jetzt nicht den Zweihänder verdummbeuteln. Gut, das wäre jetzt nicht so schlimm. Ich benutze den hier normal nicht. Aber wir müssen jetzt hier kein Risiko hingeben. Don't get yourself nice. Ah, man könnte jetzt hier auch noch mal gucken. Well, I'll help you if you need anything. Was der sonst noch so im Angebot hat. Hier, Bastard Train. Gut, auch mal nichts. So, jetzt könnte man sich theoretisch noch ein paar Pfeile organisieren. Wir haben hier noch einige. Aber wir können ruhig nur noch ein paar Pfeile holen. Don't get yourself killed. So. Und jetzt könnten wir uns teleportieren an die Feuerbahn schreien und könnte mal ausprobieren, ob das jetzt funktioniert oder nicht, wie ich mir das vorstelle. Göttlicher Zweihänder hört sich schon irgendwie geil an, oder? Das kriegen wir jetzt hier relativ schnell raus, ob das funktioniert oder nicht. Das scheint aber jetzt erstmal zu funktionieren. Obgleich ich so die Befürchtung habe, dass das jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung war, den Zweihänder dafür zu nehmen. Weil der halt schon sehr langsam ist. Wenn eigentlich Zweihänder sollten wir vielleicht auch in zwei Händen nehmen, ne? Dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Oh. Ey, es kotzt mich so an hier, ey. Jetzt auf so einer dummen Treppe jetzt mit diesem Zweihänder, das ist halt wieder doppelt dumm. Hätten wir ja fast besser irgendeine Speer genommen oder so. Well, I'll help you if you need it. Don't get yourself killed. Gut, man muss natürlich schwererweise sagen, ich weiß auch nicht mehr so genau, wie du jetzt movest war. Was war ein schwerer Angriff? Das hätte doch eigentlich bei dieser komischen Treppe, hätte das doch eigentlich müssen ausreichen. Es kommt aber auch davon, wenn man so schnell durchrennen will. Man kann sich ja auch nur ein bisschen Zeit lassen bei so Geschichte. Wo schläft er? Wo schläft er nicht?
Warte. War die falsche Treppe? Wo ist die Treppe? Die wir gesucht haben. Die Frage, ob man hier nicht einfach irgendwie so durchschwollen kann. Oder rennen kann, wie auch immer, dass man jetzt hier auf dieser dummen Treppe nicht wieder in irgendwelche Spolitäten komme. Alter! Wäre halt auch geil, wenn der Mut Treppe geht. Blutverlust. Bau die Blutverlust. Ah, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ich will doch einfach nur wieder zu diesem Leuchtfeuer jetzt schnell und nicht wieder hier in Zeitlupe. Das ist halt aber genau der Fehler, den man eigentlich immer macht. Schnell durchrenne. Ich war da dir schon mal. Ich habe jetzt die Waffe, so wie ich sie haben wollte. Oder wie sie geplant war. Wie auch immer. Ja. Einfach nur mal schnell hinrennen. Ich kenne ja den Weg schon. Ja, scheiße ist es. Ich befürchte halt echt, der Zweihänder war ach okay, gut Wahl dafür. Ich glaube, mit der Keul wäre ich besser gefahren. Ich glaube, mit der Keul wäre ich besser gefahren. Aber da habe ich jetzt nicht mehr genug Seele dafür. Ist halt auch riskant, ne? Wenn ich jetzt durchrenne, einfach an die Leiter und die Leiter runtergehe und der mich quasi haut, während ich an die Leiter hänge und dann falle ich ja auch runter. Ach. Hätte jetzt kenne ich die Leiter nicht auch, wie sie schneller hochkomme. Was denn das? Irgendwo hat er was getoppt? Nee, ne? War die Leiter, ja. Hör auf! So. Jetzt sind wir wieder an unserem Leuchtfeuer und hier machen wir beim nächsten Mal weiter mit den Katakomben. Ich glaube, so hieß das Teil hier. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht besser aufgehoben sind als im Aschsee. Im Dämone-Lava-Gedöns und im Drachental und eigentlich überall. Keine Ahnung. So, ja Leute,
Wir sehen uns am Samstag wieder. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Und dann hoffe ich, ihr habt halbwegs stressfreie Woche. Einen guten Start ins nächste Wochenende. Und bis Samstag. Tschüssi.